Die Abenteuer im Dragon Ball Super Universum gehen weiter und zwar mit dem Super Saiyajin Blue. Naja, nicht ganz, aber egal. Willkommen zurück hier, Leute, zum Review von Dragon Ball Super. Heute, ja, zur aktuellen Folge. Aber natürlich auch noch ein bisschen zum Manga, doch dazu später noch. Ach ja, der Anime. Letzten Folge haben wir Beerus, naja, platt gemacht nicht ganz, aber hey, Goku hat bewiesen, dass er als Gott gar nicht mal so eine schlechte Figur macht. Er hat sogar den Super Saiyajin Gott offiziell doch irgendwie. Ja, gut, das ist gut. Jetzt doch irgendwie offiziell übertroffen, ist ja ganz geil. Und ja, wieder mal Filler-Time. Geil, als ob natürlich schon der ganze Kampf gegen Beerus die reinste Filler war. Naja, vielleicht nicht ganz Filler, aber halt ziemlich rausgeschmückt im Vergleich zum Anime. Wop! Kamehameha! Und ja, wie es halt so ist, oder? Beerus ist weg, wie es auch. Und es ist halt eigentlich wieder Frieden auf Erden. Aber wir kennen natürlich Son Goku von wegen, ich will so stark werden wie Beerus, also muss er wieder trainieren gehen. Hey! Was macht er da? War natürlich seine Frau. Was nicht ganz die beste Idee war, muss man mal so sagen. Götter-Schockblitz. Ja, wie gesagt, nicht gerade die beste aller Ideen. Das hat ja vor allem echt den Grund, weil Chichi sich einfach sagt, nö Goku, das machst du mal jetzt nicht, ey, und so, du kämpfst nicht vorbei, du gehst wieder arbeiten. Naja, mal genug davon, aber am besten war es natürlich noch mit dem Rest der Truppe, von wegen Vegeta, der ist irgendwie, gut, Training ist vielleicht übertrieben. Ist einfach ein bisschen angepisst von wegen, ja, Son Goku, also Kakarot natürlich, Super Saiyajin Gott, sogar übertroffen. Aber egal was passiert, ich übertreffe dich auch noch. Ist klar. Wie denn? Mit böse Anstand oder was? Naja, wir kennen ja Vegeta, lässt doch nichts abschrecken. Was? Sturm kam mehr? Krass. Und dann, ja, dann wieder ein Schwenker zu, was hatten wir noch? Genau, natürlich Gohan und Videl. Videl ist ja jetzt hochschwanger, war. Quatsch, ist erst schwanger geworden. Trotzdem Gohan natürlich direkt einen übervorsorglichen Vater gemacht. Und hier war vor allem interessant, der wollte direkt sagen, nee, Videl, du musst dich hinlegen, du musst dich ausruhen. Ich koche für dich. Oh. Ja. Gut, weiß nicht, wie gut seine Kochkünste sind, das ist ein anderes Thema. Aber vor allem interessant war hier der direkte Vergleich zu Servus. Nicht zu Servus natürlich, sondern zwischen Goku und Gohan. Toll. Ein Dragon Ball bekommen oder was? Ich fürchte mal, es gab keinen Dragon Ball. Ja, der direkte Vergleich zwischen Son Goku und Son Gohan mit ihren jeweiligen Frauen halt. Das war doch noch lustig. Ups, Entschuldigung. Tada, tada. Nun gut, Goku mit Trainieren war nix, weil seine Frau wollte das nicht. Also natürlich, wie wir ihn kennen, der gute Mann. Ihr wisst ja, in jedem starken Mann steckt eine noch stärkere Frau. Da ist es so. Und sagt er sich einfach, okay, gut, gehe ich arbeiten aufs Feld und so, nur war irgendwie sein Traktor im Arsch. Das ist eigentlich relativ unwichtig, das stimmt natürlich. Wichtiger war allerdings, dass mit... Eigentlich muss es eigentlich ein göttliches Kamehameha sein, war, aber egal. Viel wichtiger war ja eigentlich doch das bezüglich Mr. Satan. Ja, man hört und staune, weil der gute Mr. Satan unter der Pressekonferenz veranstaltet, ganz klar, ist der Großheld der Welt und so weiter. Muss ich sagen, dass er den Gott der Zerstörung, übrigens heißt er hier Bibus, nicht Beerus, sondern Bibus, ja, das ihn platt gemacht hat und Bibus sieht irgendwie jetzt in Satans Version aus wie eine riesige Fledermaus, also Vampir Bibus lässt grüßen. Und wir können es besser sein natürlich, als dass Satan der Held wäre, und hier kommt der ganz lustige, hat erklärt, dass er eingesehen hat während des Kampfes, yo Mann, Gott Zerstörung, Beerus ist zu stark, ich habe keine Chance gegen ihn, ich muss stärker werden. Und hat seine innerste Kraft freigesetzt und wurde zum Gott. Und wie sieht er aus? Wie ein Super Saiyajin. Also wir haben jetzt hier plötzlich Super Satan, hey! Das ist natürlich geil, ein Mr. Satan, der die Kraft eines Super Saiyajins hat. Daneben Gohan. In der Hinsicht, jo, aber noch cool dargestellt, muss man zugeben, ey. Zum Beispiel Satan plus Bart und so golden gefärbt. Gut, das wissen wir zumindest, wie Vegeta in Dragon Ball geht, zumindest bei ihm weg, wo er aussieht wie so ein spanischer Pornodarsteller. Wer da mit Bart als Super Saiyajin aussehen würde. Genauso beschissen.
Jo. Und dann, aber der Beste kam ja erst noch, oder? Er so, Mr. Satan soll mal erklären auf wegen, ja, ich bin der Held, der Retter der Welt wieder mal, oder? Und ich bin jetzt irgendwie ein Gott geworden, Super Satan-Gott, was auch immer. Tja, was kommt dann? Dann kommt eine neue Herausforderung in Gestalt von Außerirdischen, die erfahren haben, dass Mr. Satan scheinbar der große Held ist, der Bios bezwungen hat und ja, irgendwie das Volk sieht irgendwie aus wie Löwen auf 2 Beinen. Scheint wohl eine Katzenart zu sein. Auf alle Fälle sagen sie nach ihnen etwas von wegen, unsere... Naja, Tschüssikowski, unsere Erzfeinde sind ja auch irgendwie auf der Erde und so. Da dachte ich zuerst so, hä, was für Erzfeinde? Man sieht zwar einen Hund dann im Hintergrund, da dachte ich mir so, okay, wenn es Löwen sind... Also theoretisch so eine Katzenart, oder? Okay, dass sie Angst vor Hunden haben. Könnte ja sein, wa? Okay, das ist für später noch interessant. Auf alle Fälle also, Goku dann, nicht Goku natürlich, sondern Satan, ist der Pressekonferenz, so wird verehrt als Held, dann kommt irgendwie die Außerirdischen und sagen, ja, wir wollen dir Satan, unserem großen Held, der Bios Gott geschlagen hat, wollen einen Orden verleihen, geil. Und was passiert da? Da taucht irgendwie der Held des Planeten auf, also sprich auch halt so eine Art, eben Löwe auf 2 Beinen halt, aber ein bisschen muskulöser. Und sagt so, nö, ich will erst gegen Satan catchen, erst dann kann ich Respekt vor ihm haben. Oh ja, was macht natürlich Satan so, scheiße, was soll ich jetzt, Moment, muss kurz, hab Bauchschmerzen, muss aufs Klo. Natürlich erstmal anrufen, oder so irgendwie, Gohan, ich brauche deine Hilfe. Jo, Super Vegito. Gohan, wo bist du? Natürlich nimmt er keinen ab, weil Videl pennt bereits und Gohan ist, brennt sich gerade die Finger am heißen Wasser. Keine Ahnung, und dann denkt er sich so, ja, Vegeta, komm, Capsule Corp. Ist gar keiner da. Vor allem, als ob Vegeta kommen würde, hallo? Denkt er sich so, Goku vielleicht ist irgendwo da, und so in der Arena oder in der Umgebung halt. Und da kommt er angeflogen mit seinem Traktor. Natürlich der gute alte Son Goku. Ey, wollt auch noch ein bisschen. Na toll, bereits vorbei. Für unseren Super Saiyan Gott, Super Saiyan. Jedenfalls eben Goku kommt vorbei da mit dem Traktor, ist soweit alles cool. Wohl dann zur Caps Corporation zu Bulma, um ihn reparieren zu lassen. Ist aber auch keiner da, auch für ihn nicht. Denken wir so, okay. Spaltfingerschuss, was denn das? Naja. Und dann, jo, natürlich Satan so, hey Goku, bitte hilf mir, spring du ein, ich zahle nachher etwas, kein Problem. In diesem Sinne halt, war, also eigentlich wie es immer ist. Dann Goku so, klar, kein Problem, ist einfach so eine Schüler von Mr. Satan, man kennt's ja. Will gerade loscatchen, was passiert da? Chi-Chi taucht auf, mit Piccolo im Schlepptau, das sah auch geil aus, ey. Piccolo und Chi-Chi, die haben Bergen von Essen gekauft, weil Videl ist ja schwanger, oder? Man weiß ja, jede schwangere Frau, die muss natürlich 9 Monate lang einfach nur fressen, ne, ist klar, wissen wir ja alle. Bett liegen, essen, kein Wunder, kriegen sie nach die Pfunde nicht runter. Und, nee, so, ich meine, muss natürlich auch so sehen, ich meine, sich auf ein Kind freuen und so und dann halt übervorsorglich sein, ist das eine, aber man kann sich übertreiben von wegen, nein, du darfst nicht mehr aufstehen, darfst nichts mehr tun. Ich denke mal, weiß die Frau eigentlich am besten, was sie kann, was sie nicht kann, was sie auch nicht will. Jo, so viel dazu. Und dann im Piccolo auch so mit den Bergen von Essen halt auf dem Rücken, so wegen, oh, wieso mache ich den Quatsch überhaupt und, wen hört denn da? Son Goku? Chi-Chi auch so, wer ist denn da? Was, Son Goku? Warte, der kämpft, was macht der da? Der soll nicht fighten, der soll arbeiten. Son Goku so, ach du Scheiße, Satan, der muss weg, tschüss. Ja, dann schlägt er zu Satan da, ganz alleine so, nein, was soll er bloß tun? Da geht's doch nicht, kann doch nicht an gegen den Catchen. Und dann, jo, rennt ein bisschen vor ihm weg von diesem großen Löwenviech. Gut, ich meine, wegrennen. Why not, war er sowieso der Beste darin. Aber das Beste, das kam ja erst noch. Und zwar im Sinne von, dass dann Misan wohl gerade zuschlagen. Und dann direkt auch, also sprich Schlag auf Schlag. Plötzlich der andere stockt so. Und plötzlich angsterfüllter Blick. Da denke ich mir so, hä, was denn jetzt passiert? Hat plötzlich Bios gesehen oder was? Plötzlich steht da vielleicht hinter ihm. Aber nee, er hat einen Hund von Mr. Satan gesehen. Der hat so ein riesiger Löwe, also gut, Löwe, ja bitte, fast doppelt so groß wie Satan halt, war. Hat Angst
Also einen kleinen Hund. Ja, nee, ist klar. Und dann die anderen von seiner Löwengattung sagen noch so, ja okay, es ist nicht so ein intelligentes Viech, wie wir sie kennen, aber es ist trotzdem so ein Hund und das haben wir nicht gerne und tschüss, war. Naja, Vegeta ist schon klar. Und Tschüssikowski, weg sind sie und Vegeta sage ich schon, natürlich mit Satan, der große Held von allen, nichts gemacht und so, geil. Ja, und das war schon die ganze Folge hier zu Dragon Ball Super. Wo er Super Satan war, also in dem er passend zu das mit Super. Leider kein neues Intro, obwohl es bereits 15. Folge ist, in dem her die erste Folge der Super Freezer Saga. Jetzt anscheinend doch. Musst du auch sagen, okay, aus welchem Grund muss das sein? Vergessen oder wie auch immer. Naja. Also echt interessant ist, wie gesagt, wir sind jetzt offiziell in der Super Freezer Saga. Also eigentlich mit dem Manga. Gut, der Manga kommt in den nächsten Tagen, neue Kapitel. Aber so gesehen eigentlich fast gleich auf. Und was passiert da? Ja, genau. Immer noch kein Auftritt von Jumper und ich glaube, die werte Dame, die aussieht wie Whis in weiblich einfach, die heißt Vados. Ja, Vados. Das müssen wir auch festhalten, Leute. Das ist zwar ein kleiner Spoiler, aber kann nicht schaden, auch schon zu kennen. Wie gesagt, in den nächsten Tagen kommt das Kapitel raus. Treffer überhaupt? Nee, ich glaube nicht, wa? Jetzt mal stehen bleiben, Trunks will was testen. So, irgendwie habe ich getroffen, irgendwie auch nicht. Jedenfalls, wie gesagt, da eigentlich gleich auf und so und nichts von Champa oder Vado, so ein Hinweis auf Freezers Armee. Und ja, was dann im Manga gezeigt oder noch gezeigt wird, ich sag's mal so. Das Interessante dabei ist vor allem, wie gesagt, der Name wird enthüllt von diesem weiblichen Wissen, zwar heißt die Vados, auch in alkoholische Anspielungen in Champa sind so, also Champagner und Vados, was kann ich mehr auswendig, in der Wodka war es nicht irgendwas anderes. Aber das eigentlich Interessante dabei ist ja, wir fahren die Beziehungen zwischen den Charakteren. Zum Beispiel ist Whis und Vados sind Geschwister und Bios und Champa sind Zwillingsbrüder. Super, geil. Gun. Ja. Wie auch immer, so wenn man dazu weiß, so gesehen eigentlich noch interessante Details, oder? Dann noch was anderes. Und zwar sind Universum 6 und Universum 7. Also Universum 7 sind da, wo wir uns befinden. Sprich, so wie es aussieht, ganz Dragon Ball plus Dragon Ball Z. Plus halt eben Dragon Ball Super. Wie viele Filme da auch im Begriff sind, keine Ahnung. Yo, what power? Und in diesen beiden Universen, im Universum 6 und Universum 7, die sind irgendwie miteinander verwandt. Oha. Für Verwandtschaft, was ist denn jetzt bitte los? Ja, nee, das ist ein bisschen anders. Und zwar, ist das scheinbar echt so. Es waren zwei Universen, was man addieren kann auf 13. Also eben halt 6 plus 7 gibt 13, 1 und 12 gibt auch 13. Und diese Universen sind alle miteinander verwandt oder sind sich irgendwie fast schon Paralleluniversen oder Spiegeluniversen. Deswegen ist so, dass Champa eben irgendwie, ja, eigentlich der Bruder von Bios ist, oder in diesem Fall sogar der Zwillingsbruder. Dass Whis und Vados Geschwister sind und so weiter. Da denkt man sich natürlich schon, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Z-Camp nochmal existieren. Vielleicht sogar Trunks Zukunft, ja? Vielleicht ist das irgendwie Universum 6. Oder, wo ich mir so dachte, Moment mal. Zwei Universen, die sich sehr ähnlich sind. In der einen haben wir Whis und Beerus, in der anderen haben wir Vados und Champa. Klingt doch fast nach Dragon Ball GT. Aber, das wird schon wieder dementiert, und zwar aus dem Grund, weil, jo. Dann ist irgendwie so, dass sich, Champa und Beerus, die essen halt irgendwelche Gerichte von der Erde und fragt sich so Champa so, Vados, guck doch mal, gibt es eigentlich bei uns auch eine Erde? Vados guckt nach und denkt so, doch, es gibt eine Erde, aber die Menschen gibt es doch gar nicht mehr, die haben sich selbst zerstört.
Da muss man sagen, ach du Scheibenkleister. Das ist doch jetzt total scheiße, wa? Jetzt haben wir schon einen gewissen Einblick davon. Okay, Universum 6 gibt es gar keine Menschen mehr, die doch irgendwie selbst ausgelöscht oder so. Aber theoretisch könnte es sein, dass das Universum ist, wo so ein Goku zwar gelandet ist auf der Erde, aber nicht gut wurde und Menschen bereits halt ausgelöscht hat. Könnte doch theoretisch sein. Also sprich nicht Dragon Ball geht es in eine komplett andere... Wo bin ich gerade überhaupt? Oh. Weltraum Erde muss mal ganz kurz weg hier. Ja, wie gesagt, es ist halt von dem er nichts miteinander zu tun hat. Auch John Nogete, keine Ahnung, zwar das noch eingebunden wird, noch gar nicht mehr. Aber es hat trotzdem wieder komplett etwas anderes ist. Wobei, wenn es Spieluniversen sind, dann... Ich meine, jetzt machen wir schon die ganze Anspielung drauf und so, dann müssen wir eigentlich schon Charaktere einbinden, die eigentlich gleich sind, wa? Vielleicht nicht die gleichen Namen haben, das vielleicht nicht unbedingt, aber halt irgendwie gleich aussehen, gleiche Funktion haben, nur eben ein anderes Schicksal. Eben halt wie bei Dragon Ball Multiverse. Das ist doch mal echt geil. Ob es das noch irgendwie gibt. Wir müssen schauen, Leute. Zumindest ist der Manga viel spannender als der Anime. Das kann man soweit schon mal sagen. Der Anime, ganz ehrlich, entweder ist einfach alles nur Filler oder es sind Informationen, oder beziehungsweise fehlen Informationen, oder es werden einfach irgendwelche Geschichten total ausgeschmückt, bis irgendwie fast schon unglaubhaft ist. Naja. Ja, Mann! Scheiß Son Gohan, hey, er macht eine Dauerattacke, die bringt eh nix. Ach ja. Aber so einmal zum Review, jetzt zum Anime und natürlich auch ein bisschen noch zum Manga, wegen den Spoilern und so weiter. Und wieso, also zum letzten noch, wieso ich überhaupt hier heute ein bisschen mit Vegeta und Son Goku als SSG SS alias Super Saiyan God Super Saiyan auf gut Deutsch Super Saiyajin God Super Saiyajin zocke. Ich glaube, Akira Toriyama hat gemerkt, der Name ist ein bisschen doof und hat den Manga geändert. Und zwar im Manga nennen sie jetzt die Form irgendwie Super Saiyan Blue. Da denke ich mir einfach nur so, holy shit. Wir sind auf die Form hier Super Saiyajin God nennen und der Rothaarige ist von mir aus ein Saiyajin God. Das wäre viel plausibel, aber nee, natürlich nicht. Nee, bleibt Super Saiyajin God und ist auf Super Saiyajin Blue. Denkst du dir doch einfach so, hä? Steigerung also Super Saiyan God, Super Saiyan Blue, was kommt nachher? Super Saiyan White? Weil Super Saiyan Green hätte einen legendären. Ja, da wäre natürlich etwas. Universum 6 mit Broly. Ich würde sowieso mal gerne den Kampf zwischen Broly und Beerus sehen. Mein Anfang ist natürlich Beerus total überlegen, hey, ist klar, aber danach. Da wäre natürlich auch Beerus schnell mal ziemlich stark. Ja, wo ich immer hoffe, dass wir noch einen Schwank auf John Nogete sehen. Weil eben ist. Wie soll ich sagen, aber es muss auch noch gewisse Tatsachen geben, gewisse Aspekte noch erklärt werden müssen. Einerseits eben, Dragon Ball Super spielt nicht ein paar Jahre nach Z, sondern schon ein paar, 6 Monate später. Und da denkst du auch so, aber das Ende von Dragon Ball Z, das 28. große Turnier, was ist damit? Wie wird das noch umgesetzt? Oder ist das bereits Universum 6 oder sogar Universum 8 oder wie auch immer? Also ein paar Fragen stehen echt noch offen. Und wegen Dragon Ball geht und wegen, ja, ist nicht Kanon und so weiter. Ja, wenn es so ist, Leute, warum wird denn immer ein größer Hype darum gemacht? Wieso gibt es ja auch bei Dragon Ball Heroes, das ist ja ein Online-Arcade-Game. Nee. Oder ist online, ich weiß gar nicht mehr. Auf alle Fälle ein Arcade-Game in Japan, weil es immer wieder neu ausgebaut wird. Und da gibt es mittlerweile ja auch Super Saiyajin 4 Gohan, Super Saiyajin 4 Broly. Und zwar aktuell zum Zocken, ne, wohlgemerkt. Also warum Arcade überhaupt noch so... Ja, so einen Bezug machen und es trotzdem irgendwie überhaupt keine Rolle mehr spielt. Also da gibt es einfach keinen Sinn mehr. Entweder eines oder das andere, nicht in eine Mischung dazwischen. Daher denke ich mir, wird vielleicht doch noch etwas kommen. Wobei die andere Frage ist, jetzt direkt ins Paralleluniversum wäre ein bisschen doof, weil jetzt 6 Monate nach dem Fall gegen Du. Da ist man ja laut GT-Timeline, ist man da mittendrin in der Z-Timeline, also sprich, da bringt sowieso nichts. Das ist vielleicht ein Son Goku aus 3-fach Super Saiyajin plus Gotenks, Ultimate Gohan. Geil! Also im Prinzip das Special da, yo, Goku und seine Freunde kehren zurück. Weil das spielt ja 2 Jahre nach dem Fall gegen Bu, war. Und dort sind sie keine Super Saiyajin-Götter.
Also wie gesagt, den Unterschied, da muss man noch ein bisschen was genau ins Detail gehen. Und nur vor allem im Manga, dass man da im nächsten 15 Kapitel noch etwas erfährt, weil Anime, ganz ehrlich, bei der Geschwindigkeit, dauert das locker noch etwa 50 Folgen. Ein bisschen mal etwas von Sobi und sonstige Mannschaft von Freezer sehen. Ich glaube auch, das könnte noch so 20, 30 Folgen dauern. Vor allem will ich jetzt endlich mal im Anime sehen, wie geht er zum Super Saiyan God? Weil irgendwie muss er zum Blauen, zum Super Saiyan Blue werden. Weil das geht nicht ohne göttliche Kräfte. Also muss er auch zum Super Saiyan God werden. Außer Goku kann einem die Energie teilen und sagen, hey, jetzt bist du auch ein Gott, geil. So zum Ritual war von wegen, oh, 6 Saiyajins mit reinem Herzen. So Goku sagt sich einfach, nö, ich bin Gott, ich gebe die Kraft einfach weiter. Ja, ich weiß, ich bin schon ein bisschen doof und so, aber hey, möglich wär's. Alter! Und du hast jetzt Vegeta noch, Vegeto. Aber natürlich auch noch eine Fusion, war so von wegen Super Saiyan Blue Vegeto. Natürlich auch noch geil. Wird sicher noch geben, nur halt in welcher Form ist die Frage. Alter Schwede. Jo, hat super gebracht, ey. Wir haben jetzt nur eine Attacke, aber haben noch nie gemacht, wa? Au, 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 ey, ich bin Super Saiyan Blue, wie kannst du es wagen? Ja, und wieso nicht die anderen irgendwie Super Saiyan Red oder Super Saiyan God, also... Nee, ich glaube, der hat sich irgendwie... Die haben sich die Macher, oder wer auch immer da für den Namensgebung zuständig war, der hat da irgendwie nichts überlegt. So von den Unterschied zwischen Super Saiyan God und eben dem Super Saiyan Blue, auf dem Namen her. Das müsste eigentlich, also gut, das ist ein anderes Thema. Habe ich schon oft genug gesagt. Das müsste eigentlich ein Super Saiyan God sein, der andere ein Saiyajin God, weil ganz ehrlich, damals, wo es nur den ersten Super Saiyan God gab, da gab es doch gar keine Super Saiyajins. Naja. Das ist ein Thema für die Zukunft, Leute. In diesem Sinne wollen wir sagen, nochmal Danke fürs Zusehen und... Jo, bis zur nächsten Folge von Dragon Ball Super! Wenn, Vegeta, glaube ich, irgendwie zum Schüler von Whis wird. Oder versucht oder so, aber irgendwie wieder stärker werden und deswegen werden wir, glaube ich, wieder mal auf Whis treffen, der ja angeblich stärkste Charakter war in Universum 7 und vielleicht sogar in allen Universen. Mal gucken. Bis dahin, ciao zusammen!